Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen, Ungewissheit a puncto Schulrentrée soll haut thematisiert gehen. Die Eltern haben Angst, Kinder einem unbekannten Risiko auszusetzen. Angst über die Reaktion von den Kindern, wenn sie auf Freunden gesehen, Angst, den Virus zu verbreiten. Ängste, die mehr oder minder gerechtfertigt sind. Die Ouverture von den Schulen und Betreuungsstrukturen kann ein grosses Risiko sein, weil keine klare Richtlinien vorliegen. Ein nächster Schritt an die Normalität ist aber notwendig. Man muss die emotionale Belastung von den Kindern wegschulen und die Unterschiede, die sich an den letzten Wochen gebildet haben, nicht mehr groß gelassen. Alle Kinder sollen dieselben Möglichkeiten haben, weil den Homeschooling hat seine Limiten. Nicht alle Familien sind perfekt equipiert, nicht alle Familien haben technische Kompetenzen für die Kinder zu unterstützen. Auch beim Lehrpersonal ist es so, dass nicht Schiebverein, das Equipment oder den technischen Know-how hat, für 100% vom Homeschooling können zu profitieren. Für das aber zu ermöglichen, muss die Sicherheit von allen Einzelnen primieren. Wir wissen, eine 100%ige Sicherheit gibt es nicht. Es kann nicht keine Vollkasko-Mentalität assurieren, wenn es um ein Virus wie die Covid-19 geht. Was wir aber können machen, ist das Risiko zu minimieren. Weil das Risiko gibt, den ist auch da, wenn wir ankaufen, spazieren oder arbeiten gehen. Es muss dafür sorgen, dass Mesuren en place sind, die das Risiko von einer potenziellen Infektion minimisieren. Liebe Kolleginnen und Kollegen, es gibt Zeit, um die Weg Richtung Normalität zu finden. Dazu gehört die Reouverture von der Schule, ganz klar. Die nötigen Präkautionen müssen aber getroffen werden für einen anständigen Auflauf der 25. Mai, wie auch die Wochen danach für Schüler, Enseignants und Edukatoren zu garantieren. Die Schule ist wichtig für die Entwicklung, Weiterbildung von den Kindern und das Milieu, wo ein soziales Umfeld aufgebaut kann gehen. Das ist aber so, dass Kinder aus dem Cycle 1 nicht verstehen, was mit dem Covid-19 aufzuschwört. Sie konnten nicht vielleicht erklärt, mit dem Risiko aus den Klängen wahrscheinlich am meisten bewusst. Stellt sich also heute die Frage, ob es nicht mehr sinnvoll gewesen wäre, ob man den Cycle 1 auf freiwilliger Basis zurück an die Schule zu schicken. Ein anderer umstrittener Punkt sind die Kinder, die mit einer vulnerablen Person zusammen daheim wohnen. Ob das an den Generationenwohnungen als die DP am Wahlprogramm stehen hat, ob das aber auch Kinder sind, die vielleicht an einer Familie mit einem vulnerablen Geschwister wohnen. All das stehen am Moment für der Unklarheit, ob sie, an dem sie der Schulpflicht, wenn eine Pflicht ist, nur kommen, nicht vielleicht hier Familie, hier Nächsten selber eine Gefahr bringen. Die Belastung ein Kind abzulehnen, die Entscheidung Eltern abzulehnen, für entweder sich ein Gesetz zu halten, an dem man der potenziell Familie eine Gefahr zu bringen, oder eben gegen Gesetz zu verstoßen, am Ende von der Gesundheit von ihre Nächsten, das ist mein Schnitt, den die Regierung will promovieren. Das ist also wichtig, dass man klar Sanitärrichtlinien haben, wenn der Minister de Moin an der Kommission gesagt hat, dass gerade für das Cycle 1 Lomo nach Sanitärvorschriften sollen ausgeschafft werden, weil klar ist, dass sie sich nicht und alles halten können, da muss man sich vorstellen, wie nie die Eltern an Kanada das mitgedealt kriegen. Dafür ein Appell an die Regierung, den Familien Informationen über Hygienemesuren, Sicherheitsmesuren, Richtlinien am Transport, Barrieren und Prozeduren, die angewandt gehen, am Fall von einer Infektion 3-4 physischen Schulaufgang mitzuteilen. Herr Präsident, ich habe hier Stoff ja auch eine Motion auf digitalem Weg deposiert, die genau das von der Regierung fordert. Eine neue Message muss vermittelt gehen. Adaptieren. Lehren, die Leben mit dem Virus zu handeln, sich aufpassen, also mit dem Virus zu verstehen. Geht darum zu zoomen, die Barriere an unseren Alltag anzubauen. Herr Präsident, nur der Peichtvakanz ist 4 Runden der Peichtvakanz. Die Situation wird sich nicht von Haus aus ändern. Wir müssen lernen, mit dem Virus zu leben. Das Wichtigste kann nach 4 Runden der Vakanz Möglichkeit zu gehen, das, was an den letzten Wochen erlebt haben, zusammen mit ihren Freunden zu verschaffen und ihnen den Prozess für die nächsten Wochen nur zu bringen. Das ist ein guter Exerzice,
für no der Vakanz einen Deel vom Stoff, den die letzten Wochen zu kurz kam, abzuschaffen. Es bringt nicht, Kanner bis September anzusperren. Wir sehen nämlich eine Chance, dass der Virus am September wahrscheinlich noch immer wird da sein. Wir müssen also lode Herausforderung stellen, für Mur zurück an unseren normalen Alltag zu finden. Der Message soll sein, ich passe mich schon, lernen, mit dem Virus zu leben. Es soll nicht merci. Ganz gut. Merci vielmals, Herr Klemmer. Hallo, Regierung, den Edukationsminister Claude Meisch. Herr Meisch.